Ja, grüß euch beieinander und einen Sakrischgurn. Jetzt Kasperl. Leute. Vorweihnachtszeit ist Stresszeit. Ich nehme an, in den meisten Berufen. Ne? Ich bin gerade von der Malone gekommen. Ich habe gerade wirklich heftige Woche. Morgen noch und dann habe ich für den Rest des Jahres Feierabend. Und ich habe mir gedacht, zur Entspannung nehmen wir uns einen Trip down Memory Lane mal wieder vor. Ne? Und zwar hatten wir ja neulich der Gaudi halber den Tag vor dem 30. Geburtstag. Und wir wissen ja, der ganze Monat August 2019 war sehr ereignisreich. Nicht zuletzt aufgrund des Cola-Bärchens. Aber ich habe jetzt hier etwas gefunden. Ich kenne diesen Stream noch nicht, aber vom 9.8.2019 Zusammenfassung die große Abrechnung mit der Polizei. Und wenn ich das lese, dann spitzen sich natürlich meine kleinen Hateröhrchen, weil wir ja wissen, ich sage immer, wir wissen ja, fürchterlicher Satz, Reini hat in diesem Zeitraum sehr viel über die Polizei geschimpft und das hat ihm auch einiges an Ärger eingebracht. Und Reini war ja überhaupt nicht zufrieden mit dem Job-Etterdler, den die Pinea gemacht hat an seinem Wiegenfest. Und dementsprechend bin ich gespannt wie ein Flitzebogen, was er jetzt da wieder zu schwadronieren hat darüber. Wer jetzt warum sein Job nicht gemacht hat und welche Schicht jetzt wieder böse ist. Und ja, eine Sache vorher noch. Ich habe dieses Mal wirklich sehr viele Kommentare unter dem Podcast gehabt, die sich über die Mucke beschwert haben im Hintergrund. Ich persönlich finde das sehr angenehm. Einige Leute haben auch geschrieben, dass sie es sehr angenehm finden. Ich komme da auch in eine gute Stimmung zum Quatschen, wenn das da so ein bisschen dudelt im Hintergrund. Ich liebe diese Melodie, weil das Diablo-Franchises zu meinen Top 3 Lieblings-Gaming-Franchises aller Zeiten gehört. Es sind die Secret of Mana-Reihe, Diablo und God of War. Und ich höre aber natürlich die vielen Aufschreie und habe jetzt gerade, bevor ich dieses Video gemacht habe, einen Community-Post erstellt, in dem ihr entscheiden könnt, Leute, gebt eure Stimme ab. Ich habe 3 Varianten. Ne? Die erste Variante ist ja, ich habe es dazu geschrieben. Die anderen 2 Varianten sind nein. Wird demokratisch abgestimmt. Wenn der Großteil der Community sagt, steig uns an Hurten auf und rutsch uns am Buckelorber mit deinem scheiß Tristram-Soundtrack, dann werdet ihr den auch nicht mehr hören. So. Damit wurden alle Disclaimer disclaimed, wie ein gewisser Film-YouTuber sagen würde. Und mir ging an einer. In Rainer. Ja, den Schittel hier, den machen wir noch weg. Zack. Auf geht's. Du bist so ein Fetter, damit höre ich auf zu lesen. Du bist so ein... Oh, er hat's gemerkt, er hat die Mucke ein bisschen leiser gemacht. Bei weitem nicht genug leise gemacht. Profi-YouTuber. Zu dem Zeitpunkt 2019 ist Reini schon seit 8 beschissenen Jahren auf YouTube aktiv. Sagen wir mal, die ersten 2 Jahre, ne, 2011, 2012 brauchen wir ihm nicht geben, so das war ja, ne, aber sagen wir mal, ab 2013 spätestens hätte er wissen sollen, wie mache ich das, dass wenn hier die Mucke läuft, dass nicht krass alles übersteuert, nicht alles dröhnt wie blöd. Naja.
Aber ich hoffe, ihr hört das jetzt auch gut genug. Ich habe jetzt versucht, das alles so einzustellen, dass es bei mir nicht in den roten Bereich schnallt. Mal schauen. Fetter, damit höre ich schon auf zu lesen. Damit sage ich, du bist so ein Dummer. Bitte weiter hier einfügen. Du bist. Oh, okay. Offensichtlich, Rainer geht hier auf Kommentare ein und er. Also, das fängt schon mal richtig vielversprechend an. Leute, wenn ihr Bock drauf habt. Also ich bin jetzt nicht drauf vorbereitet, aber es steht euch ja immer frei. Ihr könnt mir dann gerne auch in die Kommentare schreiben, bei wie vielen Minuten ihr das Bingo gekriegt habt. Ladet euch doch so eine Wingel-Bingo-Karte runter und spielt Wingel-Bingo, wenn ihr da Bock drauf habt. Ne? Also, ich glaube, wenn es schon so anfängt, ich meine, schlechter Konter ist schon abgehakt, der ist fast auf jeder Karte drauf. Da haben wir praktisch, ist vielversprechend fürs Wingel-Bingo spielen. Fetter als, höre ich schon auf zu lesen. Wenigstens Lesen! bin ich nicht dümmer als du. Der zweite schlechte Konter. Am WE ist einiges geplant. Allerdings alles alleine. Bis jetzt. Hat er gerade ernsthaft jemand. Am WE, Rainer hat das Wochenende geplant. Ich habe das schon mehrfach gesagt, der einzige Unterschied für Rainer am Wochenende ist, dass er an einem dieser beiden Tage nicht zum Zwingel, zum Dreckfressi kaufen fahren kann. Ansonsten vollkommen wurscht. Vielleicht gab es mehr Besuche am Wochenende, aber natürlich, Reini, sind deine Wochenenden für dich immer alleine geplant, auch wenn er mal sagt, ich habe meine Planung schon so oft umgeworfen, ihr kennt es aus den Bärchen-Leaks, weil du da schon seit 8 beschissenen Jahren alleine in diesem Drecksloch gehockt bist. Der hat das ja nur durchzogen 2019, der war dann noch 2 Jahre da drin. Ich weiß nicht, an welcher Stelle wäre es eigentlich zu blöd geworden, dass man sagt, hey, ich sitze hier in einem Haus, das zunehmend verfällt. Die einzigen Besuche, die ich habe, sind die am Zaun rüttelnden Kuchenkinder, ne, die Geister, die ich rief, und ab und zu die Pinea, wenn sie denn einmal kommt. Und der Postbote, der Pakete von der Amazon-Battle-Liste bringt. An welchem Punkt kommt man denn zu der Erkenntnis, dass man sagt, hey, ich sitze hier komplett ich vereinsame hier. Ich muss was an meiner Existenz ändern. Das ist ja fürchterlich. Ja, also, wenn es nicht er wäre, dann wäre es ja geradezu traurig. Aber er ist, ja, wir werden ihn niemals besiegen. Eine Woche vorher hat er das gebrüllt. Ja. Auf ewig unbesiegt. Er hat die Stärke, die es braucht. Jemand gefragt, ob Hendrix noch lebt. Ey, ohne Scheiß, Leute. Hört bitte auf, Alter. Ihr verpasst mir gerade den Todesstoß. Ja, Rainer, jetzt tu nicht so, ne? Er schwadroniert es da umeinander, wo irgendjemand weiß nicht, dass Hendrix tot ist. Rainer, du weißt nicht, was der Holocaust ist und hast da dumme Scheiße drüber gelabert. Mit den Dingen, die du nicht weißt, hätte man die Bulldog-Halle so weit füllen können, dass der Inhalt des Dach so weit gestützt hätte, dass das heute noch stehen würde. Ne? Also, Ball flach halten. Gefallen, bevor du solche dummen Fragen in Zukunft stellst, google es zumindest. Da habe ich ja auch einen tollen Tipp für dich, Reini. Du könntest zum Beispiel, ich weiß nicht, bevor du dumme Scheiße ins Internet pimmelst, googelst doch einfach einmal. Ne? Wenn du, gehen wir mal in deine Anfangszeit zurück, wenn du ein Album oder eine Band vorstellen willst, dann google doch wenigstens, wie man das ausspricht. Ja? War ihm alles zu viel Aufwand. Aber hier, wenn da jemand fragt, hey, Hendrix, keine Ahnung, lebt er noch so, der sich halt vielleicht nicht so auskennt, der wird dumm angemacht. Weil er ja so wenig weiß. Aufgrund seiner schlechten Allgemeinbildung. Vom Sondi Dulli aus Bad Windsheim. Einwandfrei. Ich bin schon richtig auf Touren. Weißt du, wie wir uns immer fühlen? In was für einem Bezug? Wo bringe ich denn bitte so einen Super-GAU, Alter? Am laufenden Band, Rainer. Am laufenden Band. Du kannst praktisch nicht 5 Minuten dein schiefes Maul offen haben, ohne dich selbst zu erniedrigen.
So, musste kurz eine E-Mail schreiben. So. Und ich glaube, auch hier bei diesem Fuck Hell T-Shirt, da hat er die Ärmel nicht deswegen abgeschnitten, weil es badass, Alter, ausschaut, sondern, wenn ihr euch die Oberarme da mal anschaut, ne, weil die einfach zu schwabbelig geworden sind. Der ist mit den Ärmchen durchs T-Shirt nicht mehr durchgekommen. Das ist das Problem an der Sache. Der ist da, ne, konntest du das T-Shirt nehmen, es spannt ja so schon. Er würde sagen, oh, weil er voll das Monster ist, aber er hat sich einfach aus diesem T-Shirt rausgefressen. Sorry. Ich bin gespannt, wann die Person das sieht. Ich glaube, ich schiebe jetzt da noch eine Pizza in den Ofen. Ja, das ist eine sehr gute Idee, Rainer. Du bist ja noch nicht fett genug. Eigentlich hatte ich vor, mal ein paar Kochvideos zu machen. Aber Rainer, du machst doch gar keine Kochvideos. Du hast doch noch nie Kochvideos gemacht. Du hast Videos gemacht, in denen du gekocht hast. Das ist doch deine Aussage. Da wird ein wenig richtig zu kochen, aber irgendwie raff ich mich einfach nicht auf dazu. Echt? Ich meine, bei uns ist es bewölkt, aber regnen tut's nicht. Ist sogar relativ warm, und sogar Ventilator an. Jetzt fragen mich immer viele, warum ich gar nicht so viele Metal-Sachen in meinen Streams spiele normalerweise. Die Antwort darauf ist eigentlich recht einfach. Ich liebe es, die Leute zu ärgern. Das ist eine richtig schlaue Antwort. Das ist die maximal dümmste Antwort, die ein in Anführungsstrichen Content Creator in dem Fall bringen könnte. Du hast am Anfang, das ist, glaube ich, wirklich eine der wenigen nicht komplett hageldommen Ideen. Ja? Hast du dir am Anfang gedacht, ey, ich mache hier YouTube und ich mache hier Gaming-Streams und andere Sachen, aber ich brauche ich hasse das Wort, weil so viele Leute damit umeinander werfen, aber in dem Fall passt tatsächlich, ich brauche ein Alleinstellungsmerkmal, ne? Etwas, was mich von den anderen 50.000 Gaming-Streamern zum damaligen Zeitpunkt in Deutschland unterscheidet und hervorhebt. Und er hat sich gedacht, hey, du, ich finde Metal ganz dufte, dann habe ich diesen Metal-Stempel jetzt. So, er hat es ja damals einmal gesagt, wo er diesen Drachen da angefangen hat, an die Wand zu pinseln. Er wird dann der Metaler unter den Let's Playern. Und wenn er das nicht auf diese hageldomme Art und Weise umgesetzt hätte, wäre das gar nicht so eine hageldomme Idee gewesen. Ne? Ist dann die Frage, ob es dann dafür das entsprechende Publikum gibt. Aber natürlich musst du dann den Content auch bringen. Du musst natürlich auch entweder informativ oder unterhaltsam oder beides sein. Und das ist ja alles nicht. Aber grundlegend war die Idee gar nicht schlecht. Ne? Jetzt fragen sie ihn, Reini, warum, du sagst ja immer, du bist die harte Metal-Drecksau, warum läuft denn so wenig Metal bei dir im Stream? Die Wahrheit ist, dass Reini mit Metal, ne, da hat er sich reingezeckt und passt schon, hätte ich gesagt gehabt. Ne? Deswegen läuft bei dem immer noch Metal. Reini ist musikalisch, ich habe schon öfters gesagt, der Metal nicht zu Hause. Im Übrigen, Rainer, du hast Metal-Verbot. Und diese ganze Metal-Geschichte, das gefällt ihm eigentlich gar nicht. Er möchte lieber eigentlich diesen ganzen Kuschelrock-Bullshit hören. Kann er haben, ist auch vollkommen okay. Aber die Antwort dann, um die Leute zu ärgern, ist erstens gelogen, weil er die Blöße natürlich nicht geben will, zu sagen, eigentlich mag ich das viel lieber als Metal. Ne? Und zweitens ist hageldumm. Weil er hat sich ja dieses Prädikat gegeben. Hier, Metal-YouTuber. Und dann die wenigen Leute, die ihm dann deswegen da sind, verschwindend geringe Anzahl, denen geht er dann nur auf den Sack, indem er irgendeinen hanebüchenen Bullshit auflegt. Ja, herzlichen Glückwunsch, Rainer. Da hast du das wieder durchgespielt, das YouTuber-Dasein. Hinsicht. Du bist gar nicht die Metal, du bist kein Metal. Wollen sie mal alle rum? Jeder Stimme könnt ihr abhaken. Einkaufen, keine Lust. Boah, hör bloß auf, ich habe selber keine Lust, einkaufen zu gehen. Rainer, du hast gar Geld einkaufen zu gehen, das ist das Problem. Es ist August, es ist zwar erst der 9. August, aber wir wissen, YouTube-Barne sind immer so zwischen dem 20. und 23. Des Monats reingeflattert. Ja, deswegen ist es hier schon wieder schwieriger. Da ist er schon 2,5 Wochen drüber. Und es war noch sein Geburtstag dazwischen. Und wir wissen auch, Rainer hat sie an seinem Geburtstag immer selbst reich beschenkt, wenn denn Barren da waren.
Und zu dem Zeitpunkt lief es ja ganz gut eigentlich mit der Barne auf YouTube und dementsprechend, let's fucking go. Ne? Da wird nichts mehr da sein. Rainer geht deswegen nicht einkaufen, weil er keine Barne mehr hat. Und ich weiß nicht, hat da der Rudi A4 schon das Zeitliche gesegnet gehabt oder nicht? Ich bin mir jetzt nicht gerade gar nicht sicher, wann denn das Ableben des Rudi A4 war. Nee, ich glaube, das war erst später. Ich weiß nicht, ob er zu dem Zeitpunkt ein Auto gehabt hat. Nein, da hat er sich den Rudi gerade gekauft. Jetzt kommt's mal ja. Der hat den Rudi da gerade, der hat ja mit dem Cola-Bärchen damals geschrieben, dass er sich das Auto gekauft hat und dann muss er es aber noch anmelden, das kostet zu viel Geld und so weiter und so fort. Ja? Er hat sich das Auto gekauft auf Pump, also auf Rate bei irgendeinem ganz guten Gumbel, der ihn massiv mit der Karre über den Tisch gezogen hat und hat dann die gesagt, ja, er muss noch warten, weil er braucht jetzt dann noch für den nächsten Monat von der YouTube-Barin, der brauchte die Kohle noch zum Anmelden und für die Versicherung und für die Steuer und so ein Scheiß. Ne? Das war der Punkt. Ne, da hat er sich den gerade gekauft. Also kann gut sein, dass er zu dem Zeitpunkt da am 9.8. schon mobil war. Oder halt kurz davor. Bei mir wahrscheinlich eher an was anderem liegt als bei dir. Ich würde gerne rausgehen, einkaufen, aber bloß keinen Bock, dass ich jedes Mal, wenn ich zurückkomme, Idioten vor meinem Tor habe. Was macht denn jetzt gerade für einen Krach da draußen? Mich kennen die Leute auch immer beim Einkaufen, das nervt ein wenig. Beim Einkaufen selber habe ich weniger das Problem. Ich habe eher das Problem, dass wenn ich dann nach Hause komme, die Leute vor meinem Haustür stehen. Oder wenn ich wegfahre, die mich gerade damit beobachten und mir nachfahren. Was unfassbar nervig ist. Ja, und Rainer und weiter. Lass sie doch. Was sollen die tun? Den Fall hatte ich ja jetzt erst am Dienstag oder Mittwoch, habe ja ein Video hochgeladen auf YouTube. Ich gehe gerade raus, setze mich ins Auto, fahre runter und es sind gerade so Idioten da, während ich am Wegfahren bin, die mich da wieder filmen, nerven, aufregen, auf den Sack gehen. Richtig asozial. OLP-Videos ist hochgeladen, ja, nur ein Shooter, aber ihr steht alle drauf, also liefere ich es. Gesichtskirmes und schiefer Gesang. Ja, könnt ihr gleich abhaken. Voll ist die Jaule bei mir gerade. Und die Leute sagen zu mir immer, ich nehme mich zu ernst. Mir ist gerade eine lustige Idee gekommen. Ich muss mir nur noch einen Namen überlegen. Und Rainer, du willst uns jetzt ehrlich sagen, dass das übertrieben ist und dass die Leute so dumm sind, wenn sie sagen, du nimmst dich zu ernst. Eine Woche nach dem 30. Geburtstags-Meltdown-Stream. Niemand hat die Stärke, die es braucht. Ihr werdet mich niemals besiegen, etc., etc. Eine Woche danach hockst du dich da auf die Zaren-Couch und verzapfst uns, dass das ja so lustig ist, wenn die Leute sagen, du nimmst dich zu ernst, weil das ja gar nicht so ist. Rainer, jemand, der sich nicht zu ernst genommen hätte, der wäre an diesem 30. Geburtstag, wenn da draußen die Leute gekommen sind, wäre da rausgegangen, ja, und hätte mit denen ein bisschen geschäkert, hätte gesagt, hey Leute, kommt's her, trinkt mal halbe miteinander, macht's ein paar Witzallen, macht's ein paar Fotos, vielleicht kommen ein paar lustige Memes dabei raus und dann vierte Gott und auf Wiedersehen. Jemand, der sich nicht zu ernst nimmt, der hätte sich nicht stundenlang in diesen scheiß Stream gesetzt. Die Hater angebrüllt bis zur vollkommenen Besinnungslosigkeit, die Polizei angebrüllt bis zur vollkommenen Besinnungslosigkeit, hochrot anlaufend, dass er die scheiß Nebelmaschine nicht einmal anschalten hat müssen, vor lauter Dampf, der ihm aus den Ohren rausgeschossen ist, mit dem super kleinen Mund auf Atomgröße, am umeinander brüllen, ihr werdet mich niemals besiegen und ihr habt alle nicht die Stärke. Ihr sagt immer, ich nehme mich zu ernst, dabei stimmt es Etzertler gar nicht. Halt dein Maul, Rainer. Und überlegen, wie ich die Idee ausarbeite. Mal schauen, wie wir es machen, wie wir uns am klügsten umsetzen. Die da draußen sind. Oh, hört auf, ey. Mein Macke ist mir schon wieder viel zu lang eigentlich. Auf jeden Fall fallen mir die Haare beim Autofahren schon wieder in die Augen, wenn der Wind ein wenig bläst.
Ich weiß auch nicht, warum Ja, der Wind ist das Einzige, was bei dir bläst, Rainer. mich so viele haten. Weil wenn sie Ja, aber ich kann es dir sagen, Rainer, wie viel Zeit hast du mitgebracht? mich alle nicht mögen, sollen sie einfach nicht meinen Content konsumieren. Ich bin mit Sicherheit niemand für jeden. Ja? Aber ich gehe auch niemanden absichtlich auf die Eier. Wenn mich Rainer, du hast vor 5 Minuten gesagt, dass du jetzt dass du ganz oft im Stream extra kein Metal auflegst, um die Leute zu nerven. Und jetzt hockst du da hin und sagst, ich verstehe das gar nicht, ich gehe doch niemandem auf die Eier. Ob du behindert bist, habe ich dich gefragt. jemand nicht mag, soll er einfach nicht zuschauen. Die Hater werden sich X-Button-Monolog. sowieso schon ganz schön aufregen, dass ich diesen Monat so viel einnehme, weil die Leute mich so diesen Monat so unterstützen. Vielen Dank nochmal an der Stelle für alle Leute, die Likes, Barren und irgendwelche anderen Spenden rausballern. Vielen Barne, war das noch auf YouNow? Dank für eure Unterstützung, ihr seid die Besten. Und der Ärger damit die Hater gewaltig ist das Geilste dran. Was auch geil ist ja, wie er dann immer wieder versucht, sich bei den Leuten doch wieder anzubiedern. Ihr seid die Geilsten und so. Ich habe das neulich gesehen. Ich habe mir echt überlegt, ob ich den Stream auch nochmal behandeln soll. Wo er in der Dickety-Dockety-Staffel dann da gesessen ist und dann sagt er, ja, ihr seid die Besten und ihr habt mir immer unterstützt und so und das ist alles toll. Aber, und da geht es darum, dass er dann irgendwann ich glaube, Sigrid hat das gemacht, dass er dann da sitzt und später dann zum Heulen anfängt und im Endeffekt ist der ganze Stream über eine Stunde lang, labert er im Endeffekt nur davon so, bitte, 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 schmeißt auch Geld raus, wenn wir diese scheiß Matches machen. Weil er dann überrissen hat, okay, die Matches sind die Haupteinnahmequelle von diesen ganzen TikTok-Kaspern. Ne? Das ist das, womit du dann damit wirklich in kürzerer Zeit viel barrende, ich werde jetzt nicht verdienen, kannst sagen, ja, aber ihr wisst Bescheid, kommt viel barrende in kurzer Zeit rein, wenn man diese Matches macht. Und deswegen hat er sich auf die so versteift. Problem, die Community, es ist seine 270.000 Follower, bestehend aus 250.000 gekauften Bots, 19.900 Hatern und 100 schwindsüchtigen Behindis, die ihm tatsächlich da Barren ausschmeißen, die hatten überhaupt keinen Bock auf die Matches. Weil sie sich gedacht haben, das ist ja kein Mehrwert für mich. Wie denn? Ich sitze dann da und beschmeiße ihn mit Geld, während du weiter sagst, ich soll dich weiter mit Geld beschmeißen. Das ist kein Content. Und das hat er rein überhaupt nicht eingesehen. Das hat ihm überhaupt nicht gefallen. Und dann hat er tatsächlich versucht, doch diese emotionale Erpressung, wo er erst sagt, ja, ihr seid die Besten und ohne euch, bla bla bla, und alle, die mich unterstützen, ist super, aber mehr oder weniger, ihr unterstützt mich nicht genug. Und unten drunter ist hier von Inge eingeblendet, durchschnittlicher Stundenlohn in dem Monat irgendwie 50 Euro. Und die sind alle, Rainer hat keinen Cent Steuern gezahlt, deswegen ist das netto. Ne? Und ja, hier ist auch wieder, ja, die mich unterstützen, ihr seid die Besten und jetzt barren wir her. Ist ja ein Geburtstagsmonat. Es wäre schon schön, wenn es nicht nur in meinem Geburtstagsmonat der Fall wäre. Das ist sowieso voll der Schlag in die Fresse für die Hater. Wenn die Leute so viel donaten und so viele zuschauen, obwohl ich eigentlich nicht mehr so viel machen darf. Es ist mir inzwischen relativ wurscht. Ne? Ich habe mich früher auch fürchterlich darüber aufgeregt, wenn sie dem tatsächlich Geld rausgeschmissen haben. Auch heute stellenweise noch. Also gerade bei Diggity Tockety, dann stellenweise, wenn du geschaut hast, wie viele... Inge hat ja dann unten den Counter gehabt, was tatsächlich bei ihm ankommt. Also praktisch der Teil, den sich Diggity Doggity abgezwackt hat, war das schon abgezogen. So, das ist das Geld, was bei Rainer auf dem Konto gelandet ist. Wenn ich mir das stellenweise angeschaut habe, was da schon rumgekommen ist nur ein bisschen der Kamm geschwollen, damals schon. Aber natürlich, man muss sich dann immer wieder in den Hinterkopf rufen, es ist vollkommen irrelevant. Ne? Erstens, weil er dieses Geld nicht versteuert. Das heißt, jeder Euro, der Rainer zukommt über das, bringt ihm 50 Cent Schulden ein. Und das spürt er jetzt noch nicht, aber er spürt dann immer Zukunftsrainer.
dann ist es zwar aus seiner Sicht wieder eine systematische Zerstörung eines Menschen, aber wir haben es Anfang des Jahres wieder mitgekriegt. Da hast du auf einmal geheißen, wo kommen jetzt auf einmal die ganzen Steuerschulden her und die Krankenkasse will so einen Haufen Geld von mir. Kann er sich wieder nicht erklären. Dementsprechend, mir ist inzwischen halt vollkommen wurscht, wie viel Geld die ihm rausschmeißen, weil es ändert ja nichts. Also es bringt ihm ja nichts. Das Einzige, was es ihm bringt, ist eine kurze Befriedigung. Ne? Oh, jetzt habe ich Geld gekriegt. Dann wird das Geld für irgendwie Fressi oder irgendwelchen anderen Schmutz rausgeschmissen und am nächsten Tag ist es wieder weg. Vollkommen wurscht. Im Gegenteil, jeder Euro stürzt ihn weiter tiefer in die Schuldenfalle hinein. Einwandfrei. Mehr Spenden. Wobei ich sagen muss, jetzt den Monat echt schweifen lassen. Achtung, jetzt schreit wahrscheinlich gleich wieder einer wie so ein Irrer, weil er krank ist. Du, Rainer? Und einen Dachschaden hat. Ja, definitiv du. Ich glaube, auch Reini hat damals tatsächlich die Mucke deswegen so laut immer laufen lassen, weil er sich gedacht hat, hahaha, dann können die Restreamer und die Reactor und sowas die Scheiße nicht monetarisieren. Aber kein Algorithmus der Welt erkennt die Mucke daraus, hier mit seinem Gülle-Mikrofon und diesen alten Schrottboxen, die er irgendwo herzogen hat, vollkommen übersteuernd. Kein Algorithmus erkennt das als Copyright-Mucke. Der Einzige, der sich damit vielleicht noch angreifbar gemacht hat, war er. Hat er nicht begriffen. Noch dazu, wir schauen uns ja eh immer Zusammenfassungen an, hier bei Rändern hochladen, Ehre und Liebe gehen raus. Da sind ja die Ausschnitte eh meistens so kurz, dass vollkommen wurscht ist. Und wenn dann auch noch so ein fetter Behindi drüber pfeift und drüber singt, in Anführungsstrichen, dann ist sowieso wurscht. Was zum Teufel macht der da? Dankeschön, Hammerkerl. Hier, schau schon wieder aus, ne? Alles blaue Flecken wie deine asozialen Hater, Alter. Wisst ihr, wenn ich den wirklich so oft... Reini, das sind nicht wegen den asozialen Hater, Alter. Und Hammerkerl hat 100 Barne hinterlassen. Mal 2. Hier wieder nochmal 100 Barren. Insgesamt 300 Barne. Sehr gut. Diese blauen Flecken, Reini, die hast du dir alle selber zugezogen. Alle, ausnahmslos selber zugezogen. Ja? Weil, als du deine schwammigen Spasti-Ärmchen durch den Zaun durchgeschoben hast, in der Hoffnung, irgendwelche davor befindlichen Kuchenkinder irgendwie am Krawattel zu backen. auf die Fresse hauen würde, will die mir auf den Sack gehen, ne? Muss gleich mal schauen, ob ich mir mal Socken anziehe. Es ist zwar eigentlich echt warm hier drin, nur meine Füße sind echt heiß, ey. Kalt, meine ich. Ja, Rainer, das ist die schlechte Durchblutung. Die schlechte Durchblutung kommt von dem Wasser in die Haxen. Dein Herz kriegt es nicht mehr hin, diesen kolossalen Haufen, in den du deinen Körper verwandelt hast, ausreichend mit Blut zu versorgen. Die Zirkulation. Und die Sachen, die als erstes vernachlässigt werden, sind die Extremitäten. Hm? Ich sag's dir, es ist immer noch, du bist jetzt erst 35 aktuell, damals warst du 30. Bevor du in die Kiste hüpfst, sehr, sehr früh für einen Menschen in die Kiste hüpfen wirst, davor wirst auf einen Schlag auf jeden Fall einen Haufen abnehmen, weil sie dir mindestens einen von deinen Haxen abzwicken. Ich wäre ganz zufrieden, wenn dieser Spasti da vor meiner Tür endlich mal sich verpissen würde und mich in Ruhe lassen. Mann, Alter, ich habe Besseres zu tun, als mich den ganzen Tag nach deiner Idioten umzuschauen. Was denn zum Beispiel, Reini? Was denn? Dich da in den Junau-Stream zu setzen und über besagte Idioten zu schimpfen? Ist es tatsächlich was Besseres? Rainer, wenn du tatsächlich was Besseres zu tun hättest, dann wärst du gar nicht zu Hause. Sondern dann würdest du irgendwo am Hobby nachgehen oder
arbeiten vielleicht. Ich weiß nicht, was der 9.8.2019 für ein Wochentag war. Wenn es heißt, Pläne fürs Wochenende, war es vielleicht der Freitag. Ne? Ich habe was Besseres zu tun, freilich. So schaust du aus, ha? Das kotzt an. Und er wongelt nach draußen und er wongelt wieder nach drin. Ich sag's ihm sogar noch und er hockt sich erst hin, Alter. Unverschämt, dass sich die Hater nichts von ihm sagen Ich hab doch lassen. den Ton schon angemacht. Ey, ohne Scheiß, ich sag euch, die Hälfte von der Neustädter Polizei ist mindestens Hater, Alter, ohne Scheiß. Ui, ja. Ich glaub, für diese Aussagen hat er sich dann später auch nochmal vor Gericht verantworten müssen. Ne? Die Hälfte der Neustädter Polizei sind Hater. Ich weiß nicht, ob es Hater waren, ne? Ich bezweifle das, aber gehasst haben die dich auf jeden Fall. Ne? Also wenn bei der Neustädter Polizei gearbeitet hätte, ich hätte den Mann gehasst aus tiefster Inbrunst. Ja? Ich glaube, bei der Neustädter Polizei, wenn du gearbeitet hast in dem Zeitraum zwischen 2011 und 2021, dann gehörtest du zu den wenigen Leuten, die Rainer Winkler aus tiefster Inbrunst gehasst haben, ohne auch nur eine Minute Bildmaterial von dem notwendigerweise gesehen haben zu müssen. Ne? Weil dir da die Halsschlagader vor Zorn schon geplatzt ist, wenn's Telefon geklingelt hat und gehst dran und sagst, ja, hier ist wieder Winkler und fuck. Was will er jetzt schon wieder? Ja, es sind schon wieder 10, 20, 35, 33 Idioten vor meiner Tür mit Fackeln und Mistgabeln, die wollen mich umbringen. Ich habe Angst um mein beschissenes Leben. Und dann muss ich dem noch mal 5 Minuten dabei zuhören, wie er mich zuschwadroniert darüber, wie ich Edzardler meinen Job zu machen habe. Ja, der fette arbeitslose Sondi aus Bad Windsheim. Alter, da hätte ich aber richtig Bock drauf gehabt. Da wäre ich aber vorbeigefahren, das sage ich euch. Ey, so ein asoziales Verhalten von Polizisten, das ist echt das Letzte, Alter. Kapier ich nicht, wie man sich so verhalten kann. Ganz ehrlich, die hätten den öfters einsacken müssen. Die hätten den Rainer einfach einsacken müssen. Jedes Mal, wenn da irgendein Ding ist, okay, und wenn es zur Schlägerei gekommen ist und einer die Bullen ruft, alle mitnehmen. Alle mitnehmen, einsacken. Wenn irgendein Konflikt da entstanden ist, wo es zu Handgreiflichkeiten gekommen ist, ja, okay, das können wir jetzt hier nicht klären, wir klären das auf der Wache, mitnehmen. Und dann setzen die den in Neustadt draußen raus vor der Wache. Am besten, wenn er gerade kein Auto gehabt hat. Er hat ja längere Zeit keins gehabt, weil ich glaube, den Ford Mondeo, den hat er 2018 hat er den zersägt, oder? Das war ja dieser Unfall, von dem er nicht gewusst hat, welcher Unfall. Ne? Und du nimmst ihn einfach mit, dann nimmst du eine Aussage auf und dann setzt ihn da wieder vor die Tür. Und dann darf er schauen von Neustadt, wie er wieder nach Hause wongelt. Und das machst du so lange, ja, bis er sagt, mach ich nicht mehr. Ich muss mal andere Lösungen für das Problem Hater suchen. Und irgendwann, wenn man ihm alle anderen Lösungen genommen hat und es wirklich so unerträglich wird, dann wäre er vielleicht einmal auf den Trichter gekommen, dass er sagt, hey, vielleicht her auch mit dem Schmarrn. Vor einer Stunde schon angerufen und erzählt ihm was von wegen, ich würde ihn duzen. Wir sind nicht per Du. Das interessiert doch mich nicht. Ich habe nicht geduzt. Ich habe gesagt, ich habe bei euch schon eine Stunde angerufen. Wo ist das Duzen? Rainer, du hast die Leute geduzt. Von der Polizei. Ja, du hast die Leute von der Polizei geduzt. Es gibt Videos, wo das so ist. Du hast dem einen versucht, seinen Polizeiausweis aus der Hand zu reißen. Kurz nach diesem Stream, ne? Wo du im Rudi A4 gesessen bist, einfach nur, weil du nicht gecheckt hast, dass das ein Polizist ist. Und wie er sich dann davon sofort entschuldigt hat, weil er sich eingeschissen hat. Ganz hundertprozentig ist der danach heimgefahren und hat sich eine neue Plastehose anziehen müssen, weil da hat er sich sauber eingeschissen. Ne? Wo er gecheckt hat, scheiße, der Typ, den ich jetzt gerade angegangen bin, ist einer von der Polizei und ist auf jeden Fall einer, dem ich in Zukunft nicht mehr die Lüge erzählen kann, von wegen, ich mache ja nichts. Ich bin ja nicht aggressiv. Ich bin ja nicht derjenige. Ne? Alter. Ohne Scheiß, Alter. Ich wusste, von der Neustädter Polizei kann man in die Tonne treten, Alter. Ohne Scheiß.
Immer wenn ich anrufe, ja, wir haben keine Zeit, wir haben keine Zeit, wir haben keine Zeit. So eine Stunde haben wir angerufen, schaut euch mal um. Ja, wir haben keine Zeit. Ja, freilich haben die keine Zeit. Rainer, die haben richtige Arbeit zu tun. Das Konzept von richtiger Arbeit ist hier gänzlich fremd, das wissen wir, aber die werden bezahlt dafür, dass die sich um die Probleme kümmern, die in ihrem Wirkungsbereich entstehen. Und zwar von allen Leuten, die da leben. Ne? Also von allen. Ich weiß nicht, was waren das? Neustadt und so. Ey, ich habe keine Ahnung, wie viele Leute da gewohnt haben. Ich habe es irgendwann einmal gelesen, gehört. Auf jeden Fall im ganzen Landkreis sind die tätig. Bei allem, was passiert. Bei jedem Verkehrsunfall, bei jedem Fall von häuslicher Gewalt. Wenn irgendwelche Besoffenen in der Kneipe sich auf die Fresse hauen, da müssen die überall hin. Und on top kommt der dicke Sondi vom schaurigen Berg und ruft die 20 Mal am Tag an und sagt, kommt jetzt vorbei, Etzertler, und wenn ihr hier permanent Streife fahren würdet. Ohne Scheiße, wenn ihr keine Zeit habt, dann fickt nochmal, holt euch eine andere Streife her, die was macht. Ey, ohne Scheißdreck, Alter. Von einer Stunde habe ich angerufen, ja, wir haben schon was gemacht. So ein asoziales Verhalten, Alter, ohne Scheiß. Kein Stück besser als die Hater. Aber dann ihr Job ist es, die Scheiße jetzt zu vermeiden, Alter. Ganz ehrlich, dieses Geschimpfe über die Polizei, da krieg ich richtig Hasslatte. Ich habe auch schon meine negativen Erfahrungen mit der Polizei gemacht. Vor allem als Teenager. Ich bin als Teenager ein wenig wild unterwegs gewesen, sagen wir es mal so, lange Haare und Klump und Zeug. Und ich habe wohl in ein gewisses Profil gepasst. Und ich konnte faktisch nicht in irgendeinen Zug steigen, ohne dass 3 Stationen später irgendwelche Leute mir ihren Polizeiausweis unter die Nase gehalten haben und gesagt haben, Personenkontrolle, haben Sie vielleicht irgendwie irgendwas dabei, ne? Und machen Sie mal die Taschen leer und hier und dort und bla bla bla. Ey, das hat an Belästigung gegrenzt. Das ist mir wirklich 2-mal im Monat mindestens passiert. Lustigerweise, ich habe mir dann irgendwann die Haare abgeschnitten. Ich bin von lange Haare und gesagt, hey komm, machen wir mal Glatze. Hab mal Glatze geschnitten, sind die straight an mir vorbei. Es waren immer dieselben Dullis, by the way. Ne? Sind die straight an mir vorbeigelaufen. Also ich habe meine negativen Erfahrungen mit der Polizei gehabt, aber ich bin jetzt nicht so ein Dulli, der Meinung ist, ja, Polizei ist vollkommen überflüssig. Ja. Ich würde den Job nicht machen wollen, vor allem nicht in irgendwelchen Großstädten. Jetzt hier im Dorf-Dulli-Bereich ist vielleicht eine andere Sache, aber ne, sei mal Polizist irgendwie auf St. Pauli oder in der Nähe vom Frankfurter Hauptbahnhof. Mit denen Leuten möchte ich nicht tauschen, nicht um viel Geld. Ich bin sehr, sehr froh, dass es Leute gibt, die das tun, die sich das antun. Ja? Dafür, dass wir dann noch in einer halbwegs funktionierenden Gesellschaft leben. Ich möchte mir nicht ausdenken, wie das am Frankfurter Hauptbahnhof aussehen würde, wenn es die Polizei nicht gäbe. Alles rein ist scheißegal, wenn nicht jeder Polizist in Deutschland sich nur um ihn kümmert, dann sind's Hater. Vollkommen klar. Ohne Scheiß, dieser Wichser läuft jetzt die ganze Zeit rauf und runter. Und im Übrigen, Leute, die hier ACAB, ne, All Cops are Bastards sagen, die sind genauso lost wie irgendwelche komplett schwindligen Spastis, die in der Gegend rumlaufen und sagen, alles Fotzen aus der Mutti. Ne? ACAB steht für mich für All Cats are Beautiful. Punkt. Löst den Alarm aus. Bei der Anne setzt er sich hin. Wo zur Hölle ist es bitte ein normales Verhalten für einen Menschen? Das ist bei mir jedes Mal, wenn ich bei der Polizei anrufe. Es gibt nur ein paar wenige Ausnahmen. 90% von den Anrufen, wo ich mache, landet sowas. Ja, Polizei, bitte kommen Sie schnell. Große Not, große Not. Was denn passiert? Der hat sich hingesetzt. Oh nein, er hat sich hingesetzt. Wir sind sofort da, mit Blaulicht, Herr Müller. Einer im Maul. Der sitzt da. Lass halt da sitzen. Der sitzt auf der öffentlichen Straße. Stör kein Schwein.
Der Einzige, der sich getriggert fühlt von seiner bloßen Anwesenheit, bist du. Ignorieren halt einfach. Dem wird es schon langweilig werden nach ein paar Stunden sitzen da drunten. Und wenn nicht, ist auch wurscht, oder? Ich rufe an, ja, wir kommen dann, wenn wir Zeit haben. Ja, in einer Stunde später rufe ich nochmal an. Ja, was ist denn jetzt? Ja, wir kommen, wenn wir Zeit haben. Eine Stunde später rufe ich nochmal an. Hallo, die reißen mir gerade den Zaun ein. Ja, wir kommen, wenn wir Zeit haben. Ohne Scheiß, Alter. Aber sich immer hinter der Marke verstecken dann, weißt du? Das ist kurz, ohne Scheiß, voll das Hate. Das sind 2 Millionen Mark. Sich hinter der Marke verstecken. Rainer, du hast so viele Hollywood-Filme gesehen. Die verstecken sich hinter der Marke. Das ist dasselbe mit dem, die fressen den ganzen Tag Donuts. Ich wette, das kommt hier in dem Stream noch. Und Leute, 100%ig, oder? Wer von euch hat den schon gesehen? Das kommt 100%ig noch. Verhalten. Kein Stück besser als die Asozialen, die vor meiner Tür stehen. Kein Stück. Die Schnauze ist so voll gerade. An meinem Geburtstag die Scheiße. Zivilstreife steht da. Zivilstreife steht hier. Ja, an meinem Geburtstag. Macht aber einen Scheiß dagegen die Assis. Ja, weil, was sollen sie denn tun? Das hier im Übrigen nochmal, das war 2019, ne? Da gab es noch kein Corona, gar nichts. Ne? Da stehen Leute auf der öffentlichen Straße und trinken ein Bier. Die tun nichts Illegales. Die Polizei hat überhaupt gar keine Handhabe gegen die. Ne? Weil wir nicht mehr in Nazi-Deutschland leben. Wenn die da einfach friedlich stehen und ihre Halbe trinken und nicht zu laut sind, nichts umeinander schmeißen, nicht randalieren, nichts tun, einfach nur da stehen. Dann ist das ihr gutes Recht, weil wir in einem freien Land leben, Rainer. Und im Nachhinein heißt es dann, ich bin der Aggressor, weil ich mich verteidige. Wisst ihr? Weil die Leute... Vor den sitzenden Leuten da draußen hast du dich verteidigt. Du gehst raus und verprügelst die Leute, wenn sie da sitzen. Oder versuchst es zumindest. Wenn sie da sitzen. Oder stehen auf der öffentlichen Straße. Und dann bist du der Aggressor. Richtig, Rainer, das hast du richtig erkannt. In einer Stunde da rumstehen, rumschreien, ich sag denen 100-mal, die sollen sich verpissen, sollen aufhören, auf mein Grundstück zu rennen und den Alarm auszulösen. Und die Polizei... Rainer, den Alarm, den hast du höchstpersönlich ausgelöst. Es gibt Videos, in denen du das sogar zugegeben hast, dass du den Alarm manuell auslöst. Ich stelle mich als Aggressor hin. Ich glaube, es hackt, Alter. Und es läuft ja nicht seit gestern. Es geht seit 5 Jahren so. Und seit 6 Jahren fast sogar. Rainer, nein, das ist gelogen. Die Stromlos-Staffel war wann? 2016. Also ging es in dem Jahr 2019 genau seit 3 Jahren so. Die intensiven Besuche, jetzt mal die einzelnen Leute, die da ab und zu mal vorbei sind, ne, ausgeklammert, diese intensiven Besuche haben erst 2016 zur Stromlosstaffel angefangen. 3 Jahre, nicht 5. Vor 6 Jahren habe ich mich damals auch nicht 6, Rainer, bei denen gemeldet, habe gesagt, ich möchte Anzeige machen gegen die Hater. Das reicht, jetzt hau ich in die Fresse ein. Ich hätte so gelacht, ganz ehrlich, ich hätte so gelacht, wenn er jetzt mit der blau geschlagenen Fresse da sich hinguckt hätte. Jetzt reicht's, jetzt schlage ich in die Fresse an. Geht raus, kommt wieder rein und ist komplett verwemst. Da hätte ich, das wäre, ganz ehrlich, das hätte mir den Tag versüßt ein bisschen. Muss ich sagen. Da kommt ein bisschen die Schadenfreude raus. Ich warte ja immer noch drauf. Ich warte inbrünstig drauf. Und es gibt jetzt viele Leute wieder, die sagen, ja, der hat sich gelöscht, komm mal klar, interessiert keinen Menschen mehr. Der kommt wieder. Der kommt 100%ig wieder, ich bin mir sehr, sehr sicher. Und ich warte noch sehr, sehr, sehr drauf, dass der irgendwann einmal mit dieser Attitüde irgendwann an den Falschen gerät und der dem einfach kommentarlos eine aufstreicht. Ich habe mir vor kurzem auf YouTube, der Algorithmus hat mir das so reingespult, habe mir mal ein paar Sachen angeschaut, von wegen, was ein Assholes, Prankster-Assholes getting what they deserve. Oder irgendwelche Leute gemeint haben, sie machen jetzt hier die ganz geilen TikTok-Videos und gehen halt grundlos Leuten auf der Straße auf den Sack und kassieren, aber richtig. Und das hat mich so gefreut.
Das hat bei vielen so gefreut, weil das halt wirklich asoziale Aktionen waren. Also richtig asoziale Aktionen und dann einfach, dass die mal ordentlich eine vors Fressbrett kriegen, das hat mich so sehr befriedigendes Gefühl gewesen. Und sowas würde ich auch, also ich würde lollen auf jeden Fall. Ja. Die Einsatzzentrale von uns hat gerade entschieden, dass sie keine Strafe kriegen, erst wenn wieder eine frei ist. Also ohne Scheiß. Oh, wir haben hier einen großen Unfall auf der Autobahn, mehrere Verletzte, Totalsperre und so. Ja, dann ziehen wir jetzt da einfach mal eine Streife davon ab und schicken sie zum Herrn Winkler. Weil es ist ein Notfall, weil da sitzt einer draußen auf der Straße. Da fängt er jetzt wieder Heuli an. Aber er schaut so. Er schaut so bisschen wie die Charaktere aus seinen japanischen Kinderfilmen. Kurz bevor sie anfangen, ne, golden zu leuchten. Er sammelt jetzt gerade die Kraft. Jetzt wird Mana getankt. Und dann explodiert er. Er heult, echt. Ihr müsst die Situation vom inneren Auge ausmalen. Da sitzt jemand. Es sitzt jemand draußen. Auf dem Fußweg. Ja, auf dem öffentlichen Fußweg sitzt jemand. Das triggert Reini so sehr, dass er die Bullen anruft. Die Bullen sagen: Geh uns nicht auf den Sack. Wir haben jetzt für deine Kindergartenscheiße keine Zeit. Wir haben richtige Arbeit zu verrichten. Wenn irgendwann einmal irgendjemand tatsächlich frei ist, schicken wir mal jemanden vorbei. Ansonsten lass uns mit deiner Scheiße in Ruhe. Und das bringt ihn dazu, dass er jetzt da sitzt und weint. Die Polizei kommt nicht, weil jemand vor meiner Tür, nicht einmal vor meiner Tür, draußen auf der Straße sitzt. Muss ich weinen. Der harte Mann, der krasse Alpha, er ist richtig dumm, oder? Ganz ehrlich, ich überlege gerade ernsthaft. Leute, was kommt? Was kommt jetzt? Ich überlege gerade ernsthaft. Was kommt jetzt? Also es kommt, entweder kommt irgendeine krasse Gewaltfantasie. Oder es kommt sowas wie, hör auf. Glaube ich aber nicht. Ja, Hammerkerl, lösch dich. Warum, Hammerkerl, hast du dem vorher die Barnen ausgeschmissen und jetzt schreibst du, lösch dich? Aber lösch dich, ohne die Barnen auszuschmeißen. Ich glaube, jetzt kommt eine massive Gewaltfantasie, oder? Wie ich dafür sorgen kann, dass die Bullen ihren verfickten Job machen. Vor 3 Tagen, mitten in der Nacht, waren hier 5 besoffene Idioten. Ja? Deswegen schaue ich auch schon wieder so aus. Total randaliert, meinen kompletten Zaun zerlegt. Ich musste meinen Zaun komplett neu machen, schweißen und alles. Und Ich musste einen komplett neuen Zaun schweißen. Ja, freilich, Rainer. Oh. Leute, ich habe mal einen Typen beobachtet, weil ich es wirklich erstaunlich fand. Da ist so ein wirklich massiver Metallzaun, da ist ein Auto reingerauscht. Und ich habe gedacht, okay, ja, der Zaun wird irgendwie weggemacht und weggeschmissen. Und dann laufe ich da vorbei und dann steht da einer und repariert die Scheiße. Er steht mit einem LKW mit allen möglichen Werkzeug und zieht das irgendwie wieder gerade. Der scheiß Zaun hat ausgeschaut wie neu danach. Das ist derselbe scheiß Zaun gewesen. Er hier, oder? Im Leben nicht. Und wir wissen, der scheiß Zaun, das Tor, sah beim Auszug noch genauso aus, wie auch eine Woche vor dieser Scheiße. das Geilste ist, als ich dann die Polizei angerufen habe, sind die zwar recht schnell gekommen, haben aber mit mir überhaupt nicht geredet. Die Anzeige, die ich machen wollte, haben sie nicht aufgenommen und haben einen Scheiß unternommen, um irgendwie Anzeige aufzunehmen. Stattdessen, als ich angerufen habe, sagt der eine so zu mir ernsthaft: Ja,
dann gehen sie halt runter zu denen und lassen eine Anzeige aufnehmen, weil die haben jetzt dann Feierabend, die wollen haben und die haben jetzt dann Feierabend, die werden jetzt dann nichts mehr machen. Und dann hätte ich denen nachrennen sollen, dass die ihren Job machen. Ja, Rainer, wenn du wegen Zerstörung in Anführungsstrichen deines Towns, sprich des Tors, und wir wissen, wie das ausschaut hat, tatsächlich eine Anzeige machen willst, so, dann hast du denen auch nachzulaufen. Ne? Wenn die sagen, ja, die können die Anzeige gerne aufgeben, dann kommen sie zu uns auf die Wache, sie wissen ja, wo das ist, und dann machen wir das. Für den Zaun, ganz ehrlich, das waren ein paar zusammengeschusterte alte Metallrohre und ein bisschen Stacheldraht. Und das Geilste an dem ganzen Witz ist jetzt, ich rufe erst in Neustadt Jetzt die Po-Ente praktisch. an, 3-mal, schon einmal ich kann sogar die Uhrzeit sagen, Sekunde, ich kann euch sogar die Uhrzeit ansagen. Ich habe die Polizei angerufen, bereits um... Geil ist seine Ich rufe die Polizei an und die Hater kommen Liste. Der hat tatsächlich eine Liste geführt, die hat er dann damals vor Gericht auch vorlesen wollen. Die hat er über Jahre geführt, für alle Leute, die es nicht kennen. Da ist dann immer gestanden, so und so viel Uhr, so und so viel Hater vorm Tor, Rütteln am Zaun, so und so viel Uhr Polizei angerufen, so und so viel Uhr Polizei nochmal angerufen, bla 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 bla. Und diese Liste wollte er vor Gericht vorlegen und praktisch der Richterin vorlesen. Und die hat gesagt, Herr Winkler, es interessiert niemanden, Wayne. Und da war er, glaube ich, ein wenig nett. 15:31 Uhr, ja, das ist jetzt mittlerweile mehr als eine Stunde her. Dann habe ich sie nochmal angerufen, um 16:27 Uhr, was fast eine Stunde später war. Dann habe ich sie jetzt nochmal angerufen, um 16:38 Uhr. Und jetzt ein letztes Mal bei der 110 um 16:39 Uhr. Leute, der Mann ist zu dem Zeitpunkt 30 Jahre alt. Und das hört sich jetzt an wie irgend so ein 80-Jähriger, der sich darüber beschwert, über die Kinder, die draußen zu laut auf der Straße spielen und eine Liste macht. Oder weil sein Nachbar irgendwie, keine Ahnung, kennt dieses, wenn im Fernsehen diese Nachbarschaftsstreitigkeiten gelaufen sind. Und dann hast du irgendeinen fürchterlichen Tippfall-Scheiße, der dann da sitzt und Buch führt. Ja? Wild. Und die sehen es nicht ein, ihren Job zu machen. Mehr noch sogar. Die machen ihren Job nicht, ja. Die bei der 110 sagt, Dankeschön, die bei der 110 sagt sogar ernsthaft, ich soll keine Anschuldigungen den Kollegen gegenüber machen. Das ist richtig, Rainer, dafür bist du dann später auch verurteilt worden. Ganz zu schweigen davon, Reini, dass die 110 eine sogenannte Notfallnummer ist. Und der Missbrauch einer solchen Notfallnummer ist strafbar. Und es ist kein Notfall, wenn jemand draußen auf der Straße sitzt. Ist kein Notfall, Rainer. Dass du da bei der Pinea selber anrufst, da können sie keinen Strick drum drehen. Aber wenn die dann sagen, Herr Wingel, wir haben was Besseres zu tun, als uns um jemanden zu kümmern, der mit Sitzen auf dem Fußweg einen dicken Dulli triggert, dann ist das so. Und dann hast du das so zu akzeptieren. Punkt. Ich habe gesagt, ich rufe an, weil die Neustädter ihren Job nicht machen. Und was sagt sie dann zu mir? Ja, ich soll die Leute nicht anschuldigen. Sie verbietet sich solche Anschuldigungen gegen die Kollegen. Das sind keine Anschuldigungen, das sind Tatsachen. Seit 5 beschissenen Jahren, fast 6 Jahren. Und dieser blöde Sackfresser da draußen rennt ständig über mein verficktes Grundstück. Nur um den Alarm auszulösen. Und anstatt dass die Polizei hierher kommt, nach über 1,5 Stunden fast schon, und ihren Job macht, heißt es nur, ja, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Mehr noch. Als ich das zweite Mal bei der Polizei angerufen habe, ich habe gesagt, ich habe einmal was war's? Ich habe einmal angerufen um 15:31 Uhr und das zweite Mal um 16:27 Uhr. Und als ich um 16:27 Uhr angerufen habe, hat er anscheinend, der Polizist, den ich da dran hatte, aber es war ein anderer, hatte der gar nichts davon gewusst, dass da ein Einsatz geplant war. Ja, das wundert mich gerade überhaupt nicht, Rainer. Das wundert mich gerade überhaupt nicht. Ja, die haben die wegignoriert halt dann einfach. Glasklar. Du hast ja zum 100. Mal angerufen, hast gesagt, da sitzt einer draußen. Ja, reden sie nur. Aufgelegt. Und was ist los?
Vielleicht hat er gesagt, der Irre vom Schauerberg hat wieder angerufen. Warum? Da sitzt einer. Ha, ha, ha. Da haben sie kurz drüber gelacht. Das ist bei der Dienstübergabe. Und gibt's eine wichtige Information? Ja, das Übliche. Mit Blaulicht bitte. Winkler. Wer sonst? Angeblich. Dass ich da schon mal angerufen habe. Hat er anscheinend nichts davon gewusst. Also ist die Frage wieder, ob die Leute das überhaupt noch aufschreiben und überhaupt noch weitergeben. Das ist nicht die Frage, das kann ich dann sagen. Nein, tun sie nicht. Mit ziemlicher Sicherheit nicht. Warum ich den Alarm nicht ausmache, der Alarm ist auch eine Warnung für mich, damit ich Bescheid weiß, wenn da irgendeiner wieder Scheiße baut. Nein, Rainer, Horst-Shit, den Alarm hast du jedes Mal manuell selbst ausgelöst. Das ist keine Warnung für dich. Damit wolltest du die Leute verscheuchen. Du hast ja gedacht, hier lautes Geräusch, dann gehen die weg. Weil ich nicht möchte, dass die Leute meinen Zaun einreißen. Der Witz daran ist, sobald ich rausgehe und sobald ich da irgendwas mache, heißt es wieder, ich bin der Aggressor. Das ist richtig, Rainer, weil der Mann da draußen auf der Straße nur sitzt und nichts tut. Und derjenige, der gerade vorhin noch aufgesprungen ist und gesagt, ich hau ihm jetzt auf die Fresse und raus ist zum Tanzen, warst du. Das ist richtig. Wenn der Alarm nicht losgeht und du nicht rausgehst und Brüll heulst, dann wäre der schon lange weg. Schon lange. Obwohl ich die Leute stundenlang schon warne, der Alarm schon stundenlang losgeht, obwohl ich sogar schon die Polizei rufe. Und wenn ich die Polizei rufe und die nicht kommen, nach über 1,5 Stunden oder sogar länger teilweise, dann brauchen die sich doch nicht wundern, dass ich dann selber den Scheiß in die Hand nehme. Weil die Polizei hilft mir ja nicht. Selbstjustiz ist verboten, aber wenn mir keiner hilft, was soll ich denn machen? Es ist auch keine Hilfe geboten, Rainer. Dir tut doch niemand was. Wobei sollen sie dir denn helfen? Wild. Da sitzt einer. Hilfe, Hilfe. Ich mich abstechen lassen, was schon mal fast vorgekommen ist. Und der Wichser sogar noch davon gekommen ist, weil die Polizei nicht gekommen ist. Soll ich mich wieder mit einem Schlagstock verprügeln lassen, mir nochmal einen Zahn ausschlagen lassen? Den Zahn, den hast du selber ausgeschlagen, Rainer, das wissen wir. Bis die Polizei endlich... Und der einzige Depp, der da jedes Mal mit dem Stecken ausgegangen ist und gefuchtelt hat, wie der alte, wie so eine alte Irre, aus dem Hinterholz, warst du. Mal nach 6 Jahren begreift, dass die da ihren verdammten, fetten, hässlichen Arsch hochkriegen müssen. Ich weiß, dass die absolut nicht begeistert davon sind, aber das, was die hier machen, das Ganze läuft ja nicht seit gestern. Es ist ja nicht so, dass ich mich über Sachen beschwere, die nicht Fakt sind. 6 Jahre lang. Das sind ja sogar schon Hater-Videos im Internet, wo die sich drüber einen Arsch ablachen, weil die Polizei da teilweise einfach so komplett, naja, es interessiert uns nicht, Hauptsache ihr verschwindet jetzt und wir haben unsere Ruhe. Ja, ist ja richtig, Rainer. Es ist ja auch richtig, weil es ja vollkommen wüst ist, was du da in den Raum schmeißt und wo du glaubst, was da passieren muss. Der Rainer meint, der ruft jetzt da an, sagt, da sitzt einer draußen vor meinem Haus auf der Straße und dann kommen die an, keine Ahnung, mit 12 Mann und verwemsen den. Und dann schmeißen sie ihn hinten in den Bus und danach war er nie mehr gesehen. Das ist das, was Rainer will. Dann machen sie ihren Job. Todesstrafe für Sitzen auf der Straße. Es gibt ja mehr als ein Video dazu. Es ist ja nicht so, dass ich etwas sage, was nicht stimmt. Es ist ja über Jahre hinweg genug Material zusammengekommen, auch von den Hatern. Und ihr wollt gar nicht wissen, was ich alles hätte, oder alles, wenn ich all das aufgenommen hätte, die letzten 6 Jahre über und alles davon archiviert hätte, die letzten 6, 7 Jahre lang, was da alles passiert ist. Ey, ganz ehrlich. Das ist das Nächste. Die fahren hier einfach durch mit ihren Motorrädern, ja? Der blöde Wichser hat sich jetzt verpisst. Dabei ist hier Durchfahrverbot. Ich wette jetzt innerhalb der nächsten 5 Minuten kommt die Polizei. Wetten wir? 100, ich wette da 100 Euro drauf. Die kommen jetzt innerhalb der nächsten 15 Minuten. Rainer, du hast keine 100 Euro. Du hast nicht einmal die 25 Euro gehabt, um dein Auto anzumelden, also halt's Maul. Mindestens. Und in diesen 15 Minuten hat sich der jetzt mittlerweile so weit verpisst, dass die den überhaupt nicht mehr dran kriegen. Und dann heißt es wieder... Rainer, der hätte da bleiben können. Die hätten ihn nicht dran gekriegt, weil es nichts gab, wofür man ihn hätte dran kriegen können.
Ich rufe die Polizei umsonst an. Wetten wir? Da würde ich ein Hunderter drauf wetten, ohne zu zögern und ohne, dass ich ihn habe. Ich würde da 100 Euro drauf wetten, dass die jetzt dann in den nächsten 15 Minuten hier auftauchen. Und genau in dem Zeitraum hat der Wichser sich schon verpisst. Ey, da schwöre ich Brief und Siegel drauf. Ey, das ist doch echt das Allerletzte. Das ist echt das Allerletzte. Wenn ich alles aufgenommen hätte, was die letzten Jahre so mit mir abgezogen haben, wie die mich angeschrien haben, wie die mich angemacht haben. Er ist Anschreien und Anmachen, das haben die gemacht, ne? Wie die ständig irgendetwas hatten, wo sie mir auf den Sack gehen konnten mit. Ohne Scheiß, ich könnte euch jetzt... Wann habe ich angefangen mit der Aufnahme? Straftatbestand hat was gehabt, womit er dem Rainer auf den Sack gehen konnte. Lebenslänglich. Unter Folter. 14 Uhr. Jetzt haben wir fast 17 Uhr. Ich könnte euch jetzt 3 Stunden Videomaterial zeigen, wo 5-6 Mal Leute hier dran vorbeigelaufen sind, Fotos gemacht haben, Video gemacht haben, meine Alarm ausgelöst haben. Und die haben Fotos und Videos von deinem Haus gemacht. Als sind der Schwerverbrecher, Rainer. Das ist ja fürchterlich. Ja, da hat ja auch Angst kriegen. Halt dein Maul. Jedes einzelne Mal von dieser Zeit, wo die... Alter, er wohnt im Albtraumhaus. Wir wissen alle, wie dieser Haufen Scheiße von Haus, in dem er da gehaust hat, ausgeschaut hat. Und dann wundert er sich, warum da Leute Fotos davon machen. Und dann eskaliert er. Und dann ruft er die Polizei, da hat er ein Foto von meinem Haus gemacht. Ja, Schwerverbrecher, richtig krass, Alter. Hier waren, könnte ich hergehen und könnte euch... Wie heißt das? Und ich habe von all diesen Malen, wo hier welche waren, habe ich einmal angerufen. Ein einziges Mal. Und jetzt hier bei dem letzten noch 5 Mal. Oder noch 3 Mal. Wie oft? Ich habe nur einmal angerufen. Und dann nur 5 Mal. Angerufen. Ich habe heute insgesamt angerufen bei der Polizei. 1, 2, 3. Ich habe insgesamt 4 Mal angerufen bei der Polizei. Davon. Wild. Rainer, ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht 4 Mal bei der Polizei angerufen. In meinem ganzen Leben noch nicht. Einmal vor über 1,5 Stunden. Und dann die anderen 3 Mal jetzt alle wegen dem einen da. Das ist einfach total daneben. Ja, es ist richtig total daneben. Rainer, da hast du auf jeden Fall recht. Leute, wir sind jetzt bei einer guten Stunde. Ich glaube, das ist eine gute Zeit, oder? Da legen wir kurze Pause ein. Wir sind jetzt 13 Minuten, 14 Minuten im Stream. Und Reini, ich glaube, der redet sich gerade so richtig schön in Rage. Und da, glaube ich, fangen wir beim nächsten Mal, steigen wir da wieder ein. Und vielleicht passieren ja noch Zeichen und Wunder. Vielleicht kommt ja die Pinea und macht endlich ihren Job. Vielleicht auch nicht. Vielleicht sitzen auch wieder Leute, vielleicht sitzen da auf einmal 2 Leute da. Das wäre krass. Ja, gleich ab ins Lager mit denen. Na gut, Leute. Ich wünsche euch was, Leute. Wenn ihr morgen noch in die Arbeit müsst, vorausgesetzt, dass dieses Video gleich grün wird und ich es gleich freischalten kann, dann ist morgen Freitag, der 20. Das wird für viele von euch der letzte Arbeitstag im Jahr sein. Dann wünsche ich euch da noch ganz viel Kraft, dass ihr den durchsteht und eine ruhige, stressfreie, besinnliche Weihnachtszeit. Verbringt euer Weihnachten nicht wie ein gewisser Wongel, wahrscheinlich mit einem stadtbekannten Neonazi, sondern mit netten Leuten. Habt nette Leute um euch, wie der Held der Steine sagen würde. Und Metal Off.